Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Tja, schon ein neuer Film für euch dabei. Ein ungewinnten Intro, aber ich muss schon ein bisschen darüber nachdenken. Emilia Perez lebt am Kino und geht überall gehypt, geht überall geluft. Und dann habe ich mir gedacht, den muss ich mal auch gucken. Wie mir Emilia Perez da gefallen hat, das erzähle ich euch an dieser Episode. Da merkt schon, es sind ein bisschen bedurcht zu dem Thema, zu dem Film, den ich heute gesehen habe, dass irgendwie, also der Film, den man ganz, ganz viel zum Nachdenken gehen hat. Du meinst, da könnt die Episode auch nicht gerade so aktuell, wie ich das normalerweise gerne will machen, aber halt mal ein bisschen Bedenkzeit. Normalerweise kommt ich aus dem Kino und dann holen ich direkt ab, holen direkt meinen Gedanken ab und dann geht er rausgerotzt und fertig ist. Mit dem heutigen Film ist schon überall super Bewertungen gesehen und für mich war der Film ganz gut, sehr gut, aber es hat für 5 Sterne was für mich aber nicht durchgegangen. Also es hat für mich Probleme, aber Probleme, wo ich nicht weiß, wie weit meine Erwartungen da am Weg stehen und wie weit der Film etwas wohl durchstellen. Und da hatte ich so ein Problem, da mal für ein Review abzuholen, für das so direkt zu machen. Weil für mich war so Gedanken, okay, was sind meine Erwartungen an der Thematik, und was sind dem Regisseur seine Erwartungen an der Thematik? Oder der ganzen Team, der ganze Idee rund, was sind dort Erwartungen? Ich kläre das ein kurz ab. Es geht ganz einfach um einen Kartellboss, den sich zu Fravel operieren lassen. Das, ja, ich will nur nicht zu viel verraten, weil es kommen noch relativ viel so Nebenplots, aber Basis davon ist genau das. Und das ist für das erste Mal, wo man direkt für wäscht, eine saugeile Story. Also, wo ich das schon die erste gesehen habe, was es geht, war es schon mal mega faszinierend. Also, wie krass, was für eine krasse Thematik das einfach ist. Und wie geil das durchgestaltet ist. Also, dazu kann ich nicht mehr so ein Chapeau, insgesamt kann ich zu dem Film nicht mehr Chapeau sagen, weil ein hört wirklich Andro kann man los. Das kann ich so an hier steht den Moment einfach nicht mehr mein persönlichen Gu oder meine persönliche Erwartung ein bisschen am Weh. Und zwar, ich erkläre direkt, was von meinen Problemen ist, und das einfach wie die Durchstellung von dem Mafia-Boss war. Für mich war nicht genug gewisse gehen, was für Abgründe der Mensch hat oder hört, egal, an was seine Motivationen vielleicht noch hat, könnte gewesen sein. Also es geht eigentlich ganz kurz, geht das Thema, ob ihn das einfach nicht mehr möchte, weil ihn innertauchen will. Und das geht einfach nicht mehr so ganz kurz erwähnt, aber dann war das. Und das ist so ein Punkt, der für mich super interessant gewesen, wo ich gesagt habe, wenn ihn da noch mehr hat, könnte ihn rausgehen. Das hatte ich mega gefunden. Ich verstehe komplett, dass das nicht der Fokus vom Film hat sollte gewesen sind. Für mich war das so eine Story gewesen, wo ich fand das immer cool, wenn ich so selber den Spiegel für gehalten kriege, weil das so Gedanken sind, die natürlich schon oder ich natürlich schon, ne? Das so Gedanken, denen, wenn ich das so gesehen, die Person, wie sie inszeniert wird, und was dann ihre Werdegang soll sehen, dann war mein Gedanke natürlich auch, möchten da aber vielleicht einfach nicht mehr für inner zu tauchen, für nämlich von zu gehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hört den so ein Gefühl, dass ihn sich Spiegel für nahe gehalten oder gesagt wird, nee, gesagt, das waren Denkvorstellungen, das waren Denk für Dealer. Und das ist aber nicht der Fall. Und davon sind ich immer große Fan, wenn das so gemacht wird. Und das war nicht der Fall. Und für mich bringt die Geschichte eine ganz krass Dynamik mit, wenn der Person hier aufgrenzt, besser durchgestaltet gewesen wäre, dann hat das für mich mehr gegraft. Dann wie ich mehr involviert gewesen. Und das ist mein einziges Problem mit dem Film. Ich war einfach nicht genug an Story involviert. Konnte mich vielleicht nicht genug randenken, konnte mich vielleicht nicht genug rauffehlen, war vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht empathisch genug für das, können mich runterlassen. Da wird der Hunde so Probleme gemacht, weil ich gesehen, wie gut der Film ist, und ich gesehen, wie wichtig die Thematik ist, die er nur schwätzt, aber es stung der ganze Geschichte ein bisschen am Weh. Da wird er, sind so ein Zwiespalt. Ein anderer Punkt, den mich ein bisschen gesteuert wird, ist der Film als ein Musical. Also das ist nicht der Punkt, den mich gesteuert wird. Ich fand ein Musical super. Das hat man nur an der letzten Episode Plot Twist, hat man ganz viel über den Film geschwärzt. Da hat dann Janik Maps gezählt, was mich flüssig umgedreht wird, wo ich so, ja, effektiv, so möchte das viel mehr sein. Wenn ihr den Film als Musical guckt, also das kein gut Musical. Also als Musical funktioniert der Film gar nicht gut. Und plus, weil ja auch eins so steht dann Momente zu sagen, wo ich so, also Hadlo
ja, hat lo net gepasst, weil das für mich mit der Musical-Thematik bisschen unkonsequent gewesen. Fängt man denken, der fängt ziemlich energetisch an lässt dann irgendwann, also was die Musical-Thematik geht, ziemlich no. Die Janik hat gestern gemerkt, der Test besser, wenn ihr das vielleicht als Operett gesagt. Und dann ist mal wirklich, du hast mir so aufgefallen, effektiv, etwas echt ein Operett wie ein Musical, weil sie kein Lieder dran, wo der Herr Chanot so, die gehen nicht mal auf Spotify sichern, weil die grandios waren. Das ist nicht der Fall. Gibt mehr so Sange geschwärzt, wenn ich so will, eben so wie ein Operett. Und dann möchte der Film auch viel mehr sein. Das sind so Punkte, die mich eben um den Film gesteuert und hun ich viel lieber den Film gemeckert mehr muss ich sagen, dass für allem auch der Cast enorm gut war. Der war wirklich grandios und das hat alles mega gut zusammen gepasst, als super funktioniert und das authentisch Riverboot ging. Für allem Carla Sofia Gascon wird absolut aufliefert und dann seiner Rolle sich als Mann durchstellen lässt, also das ein transsexuelle Frau, und da das ja aber ein mega krasse Schritt für dann zu sagen, okay, für die Szene gehen Schnecke zurück zu Mann, also stellt den sich Schnecke als Mann durch. Das ist ganz krass, man so Momente spielt der Film ganz gut. Insgesamt die mexikanische Kultur gönnt mega gut River, gibt mega guter Szenen gesagt, Geschichte, also auf jeden Fall Apps, und zwar nicht langweilig. Wann Erwartungen vielleicht nicht ganz Mengen entsprechen, für allem soll die ganz unbefangen die Filme ragen, ich denke, das ist am allersinnvollsten, dann als Emilia Perez ein Film, den sich definitiv muss gucken, den absolut guckenswert, das auch von Sache oder zu kritisieren hat, also du wenn der Film, wo ihr seht, der wir nicht guckenswert. Das ist gut nicht der Fall, der Film ist absolut da wert gucken zu gehen an ganz lese krassen Andruck an, der merkt wie man mir nach immer auch von nicht zu 100% mehr gut getroffen wird, möchte der Film aber ganz viel mit mir lässt mich ganz viel drüber nur denken. Vor allem auch von den die ganz positiv Kritik geguckt lesen da so viel drüber nur denken, wo sie mir tun ich da verpasst, also wieso hört mich Stadt dann nicht so krit wie die anderen Leute ja. Mein Gott, das heißt du hast das halt so und du wenn will ich aber trotzdem mal ausschwätzen, dass Emilia Perez guck dir stehen definitiv am Kino und sehen nimmen ganz sporadisch 4 Stellungen leider das ja Menschen so mit denen kleine Perlen die ihn dann so find wo sind die nehmen so ganz sporadisch die 4 Stellungen an der ganze Film also spurisch mat französisch-holländischem Innertitel. Van Kinoen mehr vielleicht nach einen deutschen Innertitel dogelos hätten, dann hätte ich mich vielleicht noch ein bisschen besser an Geschichte drauf und schon zwar nur alles verstanden, aber ich denke, dass wir wieder den immer irgendwie ein Spruch, zu denen sich mehr hier zu fehlt, auch für mich geht Deutsch besser, also als für mich mehr Ergänge wie Französisch. Du wenn da hätte ich mich gefragt, von nach einer Innertiteln oder Seancen do gewischt wären, die man wenigstens einen deutschen Innertitel geboten hätte. Das hat mir auch noch geholfen. Mir das Thema immer die 4 Stellungen mal dem Schwarz. Gut, du können man nicht anderen. Und du fängt da gängig so an. Komm mal muss zum Schluss. Erzählt man du ganz gerne in den Kommentaren, wie euch der Film gefallen hat. Wat der Film hat ihr gemacht huet an wie dire woer geholt. Ich sind absolut froh, wann ich einer Perspektiven zu dem Film nach ging heieren, weit leid dat empfund hun a wat für sie am krassen herausgestoch huet für das ich vielleicht nach einer Perspektiven und nach Coverwelle. Und an dem Sinn ging ich so weit doch schon an der wünschen sich noch ganz viel Spaß am Kino mit Emilia Perez. Ciao!